Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal Der Kleine mit der großen Klappe. Oder Schnauze. Ich weiß gerade nicht mehr, ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Wirklich so lange Zeit ist vergangen seit dem letzten Podcast, den ich hier auf einerseits für euch Gehör habe gemacht, also auf Spotify, iTunes, wo auch immer, sowie eben auch bei YouTube. Es ist wirklich schon sehr lang her. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, warum machst du nicht wieder mal eins? Ich bin ja auch schon hier und da gefragt worden, du, wenn gibt es wieder mal eine Podcast-Folge von dir? Und ja, die ist heute, die ist heute. Aber wie gesagt, zum einen gibt es die Podcast-Folge zum Hören. Also wenn ihr irgendwo gerne Anbieter habt, oder ich glaube es ist sogar nur bei Spotify, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ihr gerne nur zulässt und eher Leute seid, die hier und da mal lurken, dann könnt ihr euch einfach eben bei Spotify. Wenn ihr meine Visage aber auch gerne möchtet sehen, dann gibt es jetzt natürlich auch ein Video von diesem Podcast hier auf meinem Kanal, Sam Jimmy Joe, die Welt eines Kleinwüchsigen, bei YouTube. Warum mache ich das jetzt auf Schweizerdeutsch? Zum einen ist es so, dass mein YouTube-Kanal von den Videos her mehr auf Deutschland ausgerichtet ist. Auch ein bisschen auf Österreich, aber die meisten Zuschauer, die ich habe, Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir zuschauen auf YouTube, kommen von Deutschland. Und das ist einfach so ein kleines, in dem Sinn, eine Gerechtigkeit gegenüber auch meinem Vaterland, Mutterland, was auch immer, der Schweiz, weil ich eben Muttersprache Schweiz bin, dass auch die einen Podcast bekommen, wo eben dann nachher auf dieser Sprache ist. Also für alle, die jetzt aus Deutschland sind und Probleme haben, mein Schweizerdeutsch zu verstehen, tut es mir leid. Oder aus Österreich, die mein Schweizerdeutsch nicht verstehen, tut es mir leid. Aber ich habe jetzt wirklich mal gesagt, komm, dein Podcast machst du auf Schweizerdeutsch. Gut, dann kommen wir schon mal zum ersten Thema. Und zwar ist in der letzten Zeit, eben seit dem letzten Podcast, so viel abgegangen. Ich glaube, der letzte Podcast ist schon so lange her, dass dann zumal noch nicht mal der Krieg hat stattgefunden in der Ukraine. Also ist es wirklich schon recht lang her. Momentan ist das Internet heiß zum Diskutieren wegen dem kommenden Film von Disney, Ariel, die Meerjungfrau. Dort sind die Leute richtig am Durchdrehen. Die einen haben die Meinung, die anderen die Meinung. Der eine oder andere wird jetzt sicher gerade fragen, Sam, was hast du für eine Meinung? Auf der einen Seite muss ich sagen, klar, es ist eine Disney-Originalgeschichte, weil es ist nicht eine Geschichte wie zum Beispiel jetzt von Grimm, wo man 1:1 hat übernommen. Nein, es ist eine Geschichte, die Disney inspiriert hat und dann zumal ins Leben gerufen hat, sprich in Form von Video, in Form von Zeichentrick. Ariel, die Meerjungfrau, weil die Originalgeschichte ist ja die kleine Meerjungfrau und ich habe es selber nicht gelesen, aber ich weiß nicht, ob dort bereits die Ariel oder eben die kleine Meerjungfrau, weil die heisst ja dort anders, ist ja aufgrund von einer Sage, die wird dort Angst genannt, ich glaube Udine wird sie dort genannt. Und wenn jetzt natürlich jemand würde kommen und sagen, hey, ja, warum ist jetzt plötzlich die Ariel Black Collar? Die ist doch dann zumal beim Disney-Film, beim ersten Disney-Film nicht Black Collar gesehen. Dann muss ich sagen, ja, aber sorry, Disney hat sich ja auch von einer Geschichte inspirieren und hat die nachher auf seine eigene Art gemacht. Also, warum hat man dann dort vielleicht nicht 1:1 das übernommen? Ich meine, es ist ja bekannt, dass Disney sich von sehr vielen Storys hat immer inspirieren und das eben nachher in Zeichentrickfilmen hat umgesetzt. Nennen wir zum Beispiel
Rapunzel, Dornröschen, Schneewittchen, sogar Mary Poppins ist ja eigentlich aus einem Buch entstanden, Alice im Wunderland, Pinocchio. Disney hat grundsätzlich, glaube ich könnte jetzt, vielleicht erzähle ich jetzt sagen, aber ich würde sagen, bis zu dem Moment, wo Disney mit Pixar hat angefangen zusammenzuarbeiten oder Pixar hat gegründet, hat, glaube Disney noch nie einen Film rausgebracht, wo man jetzt könnte sagen, der ist nicht irgendwo aus einem Buch heraus inspiriert gesehen. Auch schon Peter Pan eben, ist ja auch ein Buch. Es gibt eben, wie gesagt, so viele Geschichten. Bambi wüsste ich jetzt gar nicht, ob das auch ein Buch ist, beziehungsweise ob das auch eine Originalstory ist. Wüsste ich nicht. Aber man sieht dort einfach, dass sich Disney aufgrund von Büchern hat inspirieren lassen. Und ich glaube, Toy Story, die ja dann zumal mit Pixar hat gestartet, ich glaube, Toy Story oder A Bug's Life, also das große Krabbeln, sind so die ersten Filme, glaube ich, von Pixar, die nicht von einem Buch sind abgestammt oder inspiriert gesehen. Aber auf jeden Fall eben, das meiste hat Disney sich inspirieren von anderen Geschichten, von anderen Storys. Das muss man einfach auch ganz klar sehen. Und ich persönlich finde es ein bisschen komisch, wenn jetzt so Leute kommen, ich sehe sie auch bei Facebook, also Facebook ballert mich da momentan voll, halt weil ich da den ein oder anderen Medienseiten folge, wo es um Filme geht, wie zum Beispiel Movie Pilot oder Movie Star, heisst glaube ich der eine auch noch. Zuerst denken, dann klicken gibt es auch noch. Aber es gibt sehr viele Seiten, wo, oder Watson hat zum Beispiel das Thema eben auch schon aufgegriffen. Und dort lese ich eben immer wieder plus minus den einen Kommentar. Oder so einen ähnlichen Kommentar. Wo die Leute schreiben, ja, aber dann möchte ich die Realverfilmung, oder was es ja eigentlich schon gibt, Mulan. Aber da habe ich geschrieben, stellt euch vor, Mulan wird jetzt plötzlich von einem Afroamerikaner gespielt. Liebe Leute, Ariel ist aufgrund von einer Story, also von einer fiktiven Story entstanden. Die gibt es nicht, beziehungsweise die lebt im Meer und ich wage mich jetzt zu täuschen, aber ich glaube, es ist nicht einmal wirklich bekannt, wo das überhaupt oder wo überhaupt die Story stattfindet. Ob sie jetzt irgendwie am Meer in der Region Amerika spielt oder in der Region von Frankreich oder Italien. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kannst du nicht sagen, ja, oder kannst das nicht in den gleichen Topf werfen, wie zum Beispiel jetzt Mulan, weil Mulan in der chinesischen Geschichte spielt, beziehungsweise in China spielt. Das kannst du nicht in den gleichen Topf werfen. Auch andere haben hier geschrieben, Tiana, wo von Küss den Frosch, dort ist sie ja inspiriert worden vom Froschkönig. Also auch wieder Disney, der sich hat inspirieren von einem Buch, von einer Geschichte. Aber dort haben sie auch geschrieben, ja, warum ist das nicht mit der Weißen gespielt worden? Warum ist sie denn dort schwarz? Also wollte ich, dass die Realverfilmung in dem Sinn nicht eine Black-Collar-Schauspielerin spielt, sondern eben der eine, der White-Collar ist, also ja, weiß. Und dann habe ich gedacht, es spielt in New Orleans und wenn ich jetzt an New Orleans denke, dann sehe ich schon die ganzen Jazzmusiker und eben, die hören die Jazzmusik und dort haben sie es richtig gemacht. Aber wie gesagt, die Leute diskutieren momentan über eine fiktive Figur. Anscheinend, ich kann mich nicht zu fest damit auseinandergesetzt, gebe ich auch zu. Aber anscheinend in Amerika stressen sich auch
Leute, die Black Collar sind, eben daran, dass Ariel jetzt dunkelhäutig ist. Angeblich auch deswegen, weil jetzt Disney anscheinend so will ein Zeichen setzen, nur in die falsche Richtung. Verstehe ich auch. Disney hat viel Mist schon gebaut, was Rassismus sehr wahrscheinlich auch beinhaltet, wenn man ältere Filme schaut. Aber ich sehe nachher wieder andere Videos, wo sich Mädchen eben freuen, dass jetzt Ariel plötzlich black colored ist, dunkelhäutig. Und es ist nicht, in meinen Augen nicht gestellt. Also ich glaube, da haben einfach die Eltern gesagt, schaut dir jetzt so den Trailer an, was haltest du davon? Und das Lachen und das Glänzen in dem Gesicht von diesen Kindern, die Black Collar aufgewachsen sind, die nur das kennen, das ist neu für sie. Weil für andere Kinder, sind wir ehrlich, für andere Kinder ist es nicht etwas Neues, wenn jetzt plötzlich da Charaktere auftauchen, die weiss sind. Weil gefühlt jeder Charakter ist weiss. Und darum finde ich es auch richtig, dass man inzwischen bei sehr vielen Serien und Filmen, die für Kinder gemacht werden, eben dann auch Diversity reinbringt. Also eben mit Black Color oder was ich erst gerade gesehen in einer Kinderserie haben sie das Thema Autismus thematisiert. Und sorry, ihr habt sicher schon sehr oft gesehen, einen Charakter in einem Zeichentrickfilm, der klein ist und dick, und da muss ich sagen, sorry, für mich zeigt das oder gibt das so ein bisschen die Vibes von einer kleinwüchsigen Person. Aber werde ich da jetzt plötzlich irgendwie dumm tun? Nein! Weil es freut mich, dass da jetzt einer so aussieht. Oder dass sie einen so darstellen. Klar, vielleicht nicht gerade bewusst, aber sie stellen einen dar. Ich meine, es ist auch ein richtig krasser Schritt dann zumal gesehen, wo man plötzlich hat Pat Dinklage in Game of Thrones reingebracht. Wo man den Peter, ein Kleinwüchsiger, der dann noch so eine heftig krasse Rolle hat, nicht einfach nur nebendran schnell, hat eingestellt. Das ist das erste Mal einem breiten Publikum gezeigt worden. Und für viele ist das sicher neu gesehen. Aber sehr viele haben natürlich auch in dem Sinn, sage ich jetzt mal, aus der Community von der Kleinwüchsigen geklatscht, weil sie haben gesagt, hey, der geht endlich auch mal einem die Chance zeigen, was ein schauspielerisch drauf hat, wo nicht 0815 ist. Und das in Hollywood. Klar, der Peter hat schon vorher einen Film gebracht, aber mit GOT, also mit Game of Thrones, hat er, glaube ich, wirklich erst den Durchbruch geschafft. Und dann hat man ihn zum Beispiel noch bei X-Men gesehen, wo ich die Rolle sehr gefeiert habe, wie er dort als Wissenschaftler tangiert hat, beziehungsweise eben der Wissenschaftler, der eben die Absicht hatte, gegen die Mutanten, eben wie sie den haben eingesetzt, das hat alles so gut gepasst. Und nachher eben hat man zum Beispiel, ich glaube, bei Snow White and the Huntsman hat man ja dann zumal normal gewachsene Menschen eingesetzt, für die 7 Zwerge darzustellen, wo ich muss sagen, ja. Und ein guter Freund von mir, der Aleb, ich glaube, der hat es mir dann zumal erzählt, von einem Comedian, der hat es ja dann zumal noch angefragt, die Macher von diesem Film, warum dass sie den jetzt eigentlich haben normalgewachsene genommen, normalgewachsene Schauspieler für die Rolle von den 7 Zwergen. Und die Aussage von den Macher sind anscheinend gesehen, sie haben Schauspieler gebraucht, für das man eben Zwerge, ja, für ihre Schlusszeichen, für das man eben Zwerge authentisch könnte überbringen. Und da musst du dir jetzt überlegen,
nehmen wir jetzt mal an, ein Schauspieler setzt man in einen Rollstuhl oder in dem Sinn, wo noch die Spastik spielen oder trauen dann zumal vom Leonardo DiCaprio, wo er ja Kiel hat gespielt mit einer geistigen Beeinträchtigung, mit einem geistigen Handicap. Wenn man dort hat gesagt, ja, man hat jetzt den Leonardo DiCaprio lieber genommen, weder richtigen geistigen beeinträchtigten Mensch, weil der Leonardo DiCaprio das einfach viel mehr verkörpern kann. Oder weil man es richtig hat überbringen. Da hat sich jeder Kopf gelenkt und gesagt, sorry, aber was redet ihr da genau? Und wie gesagt, dort, je nachdem versteht man es. Aber ich habe einfach das Gefühl, jetzt eben bei dieser ganzen Ariel-Thematik, dass die erwachsenen Leute, die jetzt eben mit Ariel sind aufgewachsen, dass die am meisten stresst. Ich glaube, Kinder allein stresst gar nicht. Ich glaube, die Leute regt es einfach auf. Oder die Leute im Internet, wo da schreibe ich auch, meine Tochter hat gesagt, warum ist die jetzt plötzlich schwarz? Ja, weil du das sicher auch hast gesagt. Weil, in dem Sinn, weil man vielleicht den ersten Ariel-Film hat geschaut, auch den zweiten. Übrigens, dort hat doch der schwarze Haare, wie der Prinz Eric, wer den zweiten Film nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt das erste Mal einem Kind würde Ariel die Meerjungfrau zeigen, den neuen Film, dem Kind würde ich zeigen, also das Kind würde ins Kino gehen und der Film würde laufen und je nachdem nicht vorher hat gesagt, dass es schon einen Zeichentrickfilm in meiner Kindheit hat gegeben, aber dort ist sie jetzt White Color gesehen. Ich glaube, das Kind, dem wäre es wirklich piepegal. Weil das Kind hat jetzt diesen Moment hier. Das Kind hat jetzt diesen Film für sich. Wir hatten den alten Ariel-Film gehabt, den ersten Ariel-Film. Und das Kind von den Leuten hat jetzt diesen Film. Ich muss ehrlicherweise zugeben, mit der jetzigen Realverfilmung von Pinocchio bin ich auch nicht so zufrieden gewesen. Aber ich schaue es natürlich ganz anders an. Heisst, ich habe natürlich von den Animationen her den Film angeschaut oder bewertet. Oder in dem Sinn, was dort alles ist passiert. Und der ist halt so vollpatscht gesehen mit Visual Effects. Und ich muss sagen, ja, also ist ein bisschen viel. Also ich vermisse einfach die alte Kunst von Hollywood. Das auch zum Beispiel der David aka Behind hat es schon mal gesagt. Auch er vermisst, wie dann zumal die Filmemacher noch zu einem Schauplatz gefahren und nicht alles in einem Studio nochmal gedreht worden. Mit Greenscreen. Die Leute sind früher wirklich zu den Schauplätzen hergefahren und haben dort gedreht. Und einfach das fehlt schon bereits. Oder eben haben Puppen genommen und die je nachdem Frame by Frame aufgenommen, für das sie dann halt wie lebendig wirken oder wirklich wie Holz. Weil so holzmässig ist mir jetzt der Pinocchio nicht übergekommen. Er ist mir wirklich zu fest halt Visual Effected gesehen. Für das ich hätte können sagen jetzt, ja, das ist wirklich eine Holzpuppe. Es hat ja dann zumal, das ist glaube ich Anfangs 2000er gesehen, inzwischen gibt es ja sehr viele verschiedene Filme, eben mit der Geschichte von Pinocchio. Aber die Geschichte dann zumal, die ist zwar auch Visual Effekte gesehen, aber die dann zumal, die hat mir wirklich ein Bild gegeben, da läuft jetzt wirklich eine Holzpuppe rum. Aber die jetzt, da hat man sich einfach irgendwie so ein bisschen probiert, am Originalfilm von 1940 ist der, glaube ich, zu halten.
den so ein bisschen eben nach dem nachzumachen, auch mit der ganzen Marionette dort bei der Marionettenvorführung. Auch dort habe ich müssen sagen, das ist wirklich 1:1 so nach dem empfunden. Man hat plus minus die Originalgeschichte, also der erste, nicht die Originalgeschichte aus dem Buch, sondern der erste Film genommen und den einfach ins 3D gesetzt, plus minus. Klar, es hat mir noch viel Zeug gefällt, eben auch der Schluss. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn noch, ich will nicht zu viel verraten. Aber es hat mir wirklich viel gefällt, was mir jetzt zum Beispiel auch hätte gefällt vom ersten Film. Aber es hat mir jetzt nichts gefällt von der Realverfilmung, dann von den Anfangs von der 2000er, weil das ist nicht Disney gesehen. Und also ich weiß nicht, warum dass man sich so viel Gedanken muss machen heutzutage. Klar, in sehr vielen Orten wird so viel jetzt Diversity und LGBTQ geschwungen, wo ich muss sagen, dort ist ein falscher Ort. Dort hätte ich es jetzt eben nicht gemacht. Oder dort ist es mir viel zu viel. Klar kommen nachher immer wieder die Leute mit, ja, wir haben dann zumal müssen kämpfen und so, was ich auch verstehe. Weil ich kenne es aus erster Hand, wie es dann zumal ist gelaufen. Auch hier in der Schweiz, wo man es nicht für wahr hält. Wenn du zum Beispiel das Interview mit dem Brando gehört, das ist ja dann zumal wirklich heftige Story gewesen, wo man der Brando dort erzählt hat. Aber man darf nicht vergessen, die Leute sind heute halt, sage ich jetzt auch plus minus weg, Social Media, so schnell auf eine andere Meinung oder geben ihre Meinung preis, ohne überhaupt nachzudenken. Sehr schnell klicken die Leute heute auf einen Link, wo nur die Titelseite sie schon aufregt. Und gehst ab in Kommentare, ohne dass sie den Artikel überhaupt gelesen von einem Medienblatt. Also sehr viele Medienblätter sind da wirklich nicht gerade Vorbilder. Die schreiben nicht Titelziele, die Leute tun es gerade auffühlen, die gehen drauf, gehen runter und schreiben gerade ihren Kommentar, ohne eben, dass sie überhaupt den Artikel haben gelesen. Also schon sehr oft habe ich müssen sagen, Leute, lesen doch bitte zuerst den Artikel oder den Post, bevor ihr überhaupt urteilen. Genau. So, jetzt einfach mal das Thema. Kommen wir zum nächsten Thema, wo mich auch schon seitlich ein bisschen triggert. Und zwar, wenn ich sehe, wie oft Kinder inzwischen für Social Media, ich kann fast sagen, missbraucht werden. Wie oft, dass man Kinder inzwischen auf Social Media stellt, mit der Absicht, einfach nur Klicks zu bekommen. Momentan geht auf TikTok, typisch TikTok, geht auf TikTok wieder ein Video viral, wo ein Gil da der Herzlauf kommt zu der Mutter oder zum Vater. Ich habe auf den Hang nicht so geachtet, ob es eine Frau oder ein Männerhang ist. Und der Gil ist am Rennen. Der ist irgendwie am Flennen. Du weißt noch nicht warum. Du weißt wirklich nicht, wieso das der jetzt am Rennen ist, aber wir hebt ihn schon mal mit Kamera fest. Das ältere Teil gibt dem Gil eine Kelle in den Hang. Der nimmt die Kelle, schaut sie schnell an und läuft weg. Also läuft ganz langsam weg. Und dann denkst du, okay, was will der jetzt mit einer Kelle? Dann geht er in die Stube rein, ins Wohnzimmer rein und die Kamera hebt immer noch drauf und dort siehst du einen anderen Gil, einen älteren Gil, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich der grosse Bruder, den er auch vorhin gerade noch hat beleidigt oder fertig gemacht oder auf jeden Fall wegen dem hat er sich gerannt, der kleine Gil. Und er nimmt die Kelle und schlägt dem Gil einfach mal so auf den Kopf. Und da muss ich sagen, alter Schwede, du als älterer Teil, musst sehr viel richtig gemacht haben, dass du sozusagen deinem Sohn noch vermittelst, wenn du die Kelle in der Hand hast, darfst du die Grossbrüder damit schlagen. Was läuft falsch? Und inzwischen wird das Video auch wieder abgezogen, also abgeladen
und auf anderen Kanälen wieder verbreitet. Und da frage ich mich einfach, was gibt das anderen Eltern für ein Bild? Ich bin selber, hier gerade vorneweg, ich bin selber kein Vater. Würde ich auch heute mir wünschen, dass ich kein Vater wäre, dass ich ein Kind hier in die Welt würde stellen. Aber was gibt das anderen Eltern für ein Bild? Vor allem frisch gebackene Eltern. Schon lustig. Müsste ich das vielleicht auch mal so machen? Dass wenn meine Kinder sich bloggen, dass ich einfach meint, hier eine Keule geben, vielleicht noch einen Baseballschläger, wenn der Baseballschläger da ist. Nein, ist jetzt natürlich gerade ein bisschen heftig. Aber dass ich dem Kind einfach sozusagen ein Werkzeug gebe, um das andere Kind zu verletzen. Da frage ich mich einfach, wie verrückt ist die Welt heutzutage. Aber nicht nur allein wegen dem, sondern weil man eben die ganze Aktion noch im Internet muss teilen. Ich weiss, es gibt sehr viele, die immer sagen, ja, ich schütze meine Kinder und so von Pädophilie und weiss nicht was. Aber wenn ich nachher denke, du hast vor kurzem so einen Post losgelassen, aber kurze Zeit darauf später, sagen wir jetzt Sommer, kommen plötzlich dort Videos für Kids im Badkleid voll drauf haben, kein Problem. Aber das ist schon mal ganz falsch. Ich glaube, die Leute haben schneller ein Handy oder die Kamera auf etwas gerichtet, weder dass sie überhaupt überlegen. Auch die Aufmerksamkeitsspur oder die Aufmerksamkeit von einem Menschen ist heute so gering. Deswegen sagt man ja auch, wenn du in Social Media Erfolg haben mit Videos oder mit Fotos, aber vor allem bei Videos, weil heute geht ja fast nur noch alles über Videos, dann musst du vom ersten Moment an catchen. Das heisst, gerade vom ersten Moment an musst du die Leute packen. Und das hat das andere wieder zum Beispiel hergebracht. Ein rennender Gil kommt daher. Und sehr viele denken, oh nein. Oder vielleicht, was hat der? Warum ist der am Flennen? Der Hosenscheisser. Ist jetzt böse gesagt, aber sehr viele denken so. Und sie ist schon bereits ab dem gecatcht. Kaby Lame zum Beispiel, der hat es genau richtig gemacht. Der hat zuerst Videos eingeblendet, wo man sich hat gedacht, oh, wie dumm sind die Leute. Und der hat es dann korrigiert und eben noch seinen Gruß gemacht. Und so hat er sich einen Markt geschafft. Also ich muss sagen, heutzutage ist anfangs so viel Schrott im Internet, auch von mir selber. Also jeder, der jetzt gerade hat gesagt, auch von DSM, ist sehr viel Schrott im Internet. Ist wirklich so. Also sehr viele Sachen hätte ich je nachdem anders gemacht früher, wenn man zum Beispiel ältere YouTube-Videos von mir schaut, oder alte Fotos. Aber ich muss sagen, die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz heutzutage. Und eben, die Leute, die schauen schnell etwas und klicken gerade weg, weil sie einfach so eine krass kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Was ich auch sehr schade finde, ich zum Beispiel bin seit, weiss nicht wie lange Zeit, nicht mehr ins Kino gegangen. Ich habe keinen Film mehr im Kino geschaut, weil es mir einfach so verleidet ist, wenn ich Videos sehe von Leuten, die ins Kino gehen, einen Film schauen und einfach dort mal schnell ein bisschen vom Film aufnehmen und «Hallo, das sind wir, ja, wir essen gerade unsere Popcorn und Chips und weiss nicht was, wir machen dann unser Fitnessprogramm länger wieder auf Social Media, aber jetzt sind wir im Kino.» Und dann meistens noch mit einem richtig hohen Bildschirm, für dass wir ihre Fritten nicht fressen, dass man ihre Gesichter auf jeden Fall auch noch gerade drauf hat. Und ich frage mich, wenn jetzt so eine Person vor mir würde hocken und plötzlich das Licht würde durchscheinen, das stresst die doch. Oder ich könnte nicht mit Leuten ins Kino, die die ganze Zeit am Reden sind. Nicht über einen Film, sondern über Sachen, die gar nichts mit dem Film zu tun haben. Was kratzt es mich, wenn ich einen Film mit einer Person schaue, wenn die mir von ihrem heutigen Tag redet?
sorry, wir sind vorhin gerade zum Film reingelaufen. Wir haben vielleicht noch draussen etwas gekauft. Oder nachher laufen wir wieder raus. Dann erzähl mir von deinem Tag. Ich höre zu. Aber nicht während dem Film, bitte. Weil jeder Eintritt ist Geld. Du zahlst für jeden Eintritt. Warum muss man also extra Geld ausgeben, dass man überhaupt zusammen reden kann? Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Auch schon bei Freunden daheim hat man einen Film angelassen und plötzlich hat man da Kommentare einen nach dem anderen. Ich kann den Film nicht mehr schauen. Klar kannst du mal einen Kommentar zum Film ablassen, aber nicht irgendwie in dem Sinn, dass man meint, wir sind hier in einem Zoo und nebendran hockt gerade Schimpansen und sieht hier vielleicht Tarzan und der andere Schimpanse im Fernsehen und drehen wegen dem durch. Nein, überhaupt nicht wegen dem. Aber es ist einfach so schade, dass Filme nicht mehr den Wert haben wie früher, beziehungsweise eben auch Social Media Filme heute mehr Wert haben. Also nur noch Skandal. Man sieht es auch bei anderen Filmen, wo man denkt, was ist dort abgegangen? Oder auch schon schlimm finde ich, meine Cousine, die ist da, ich glaube, mal ist meine eine Cousine gesehen, sie glaube ein Paar gesehen. Ed Sheeran ist erst gerade hier in der Schweiz gesehen und die Leute sind das Konzert schauen. Die hat eins einziges oder zwei Fotos gemacht von diesem Konzert. Kein Film hat man in Social Media gesehen. Keinen. Und dann schaust du andere Filme, also so andere Profile an. Suchst vielleicht Ed Sheeran Zürich, so nach den Hashtags. Und dort wird ein Film nach dem anderen gezeigt von diesem Konzert. Früher, so Filme noch ist es verboten gewesen, dass du Filmschnitt, also Filmaufnahmen hast dürfen machen oder auch Fotoaufnahmen, wenn du nicht irgendwie von der Presse bist gesehen. Das ist früher nicht erlaubt gewesen. Und dort einfach jedes Handy hochgekommen. Ja, schaut, hier, ich bin ja am Ed Sheeran Konzert. Den Leuten geht es ja nicht einmal darum, je nachdem eine Erinnerung aufzunehmen vom Konzert oder vom Event, was sie gerade besuchen, sondern es geht darum, den Leuten zu sagen, hey, ich bin gerade hier. Um das geht es den meisten. Oder irgendwie vielleicht zu erwarten, dass wie am Frauenfeld, also oben her Frauenfeld, ein Skandal passiert oder ist irgendwie etwas passiert. Dass das hier zum Beispiel mal gegen die VIPs, gegen die ein bisschen mehr zahlen, gegen die hat geschossen, was ich selber habe gefeiert. Aber die Leute sind heutzutage nur noch drauf, das Nachteil im besten Moment vorzunehmen, für dass sie eben auf Social Media ihre Käse teilen können und Klicks bekommen, weil sie hoffen, damit Erfolg zu haben. Jetzt, wenn man zum Beispiel die einzelnen Social Medias unterscheiden voneinander, muss ich sagen, Instagram ist bei mir immer noch auf Platz 2, YouTube momentan auf Platz 1 und TikTok 4. Je nachdem BeReal auf Nummer 3. Weil ich habe jetzt die App BeReal mal abgeladen, finde es cool. Ich habe da ein paar Leute schon drin, wo du einfach siehst, hey, was machen die wirklich? Die haben nicht die Chance oder du hast nicht die Chance, gerade in dem Moment also, oder du hast einfach nur die Möglichkeit, in dem Moment ein Foto hochzuladen, wo du gerade dich befindest. Du hast nicht die Möglichkeit, da noch ein Photoshop-Foto hochzuladen. Die hast du dort nicht. Und eben Instagram scheint das jetzt auch noch kopieren. Ja. Aber dort siehst du schon mehr in die Richtung, okay, das ist mir schon authentischer. Was ich bei Instagram immer noch sehr feiere, ist, dass es Accounts gibt, wo Szenen je nach Genre haben. Also zum Beispiel folge ich dort einen Account, der bringt so Trash-Film-Szenen
Ein anderer, der bringt Horror-Szenen. Ein anderer, der bringt Action-Szenen. Einfach, wo man muss sagen, hey, das ist eine sehr coole Szene. Wenn man jetzt aber auf TikTok schaut, dort haben so viele Accounts einfach nur Filmszenen drin und dann schreiben sie irgendwie Filmwissen oder was weiß ich, sorry, aber wenn du nur Szenen hochlädst, was hat das mit Filmwissen zu tun? Wo ist irgendwie da ein Trivia denn? Nie. Aber 300'000, 4, 5 oder weiss nicht wie viel Tausend Abonnenten, Follower schon bereits. Nur allein wegen dem. Und ich muss sagen, warum geht TikTok oder warum erlaubt es TikTok überhaupt, dass man solche Accounts drauf lässt, die Filmszenen rausnimmt aus Filmen. Ich meine, der hat jetzt zum Beispiel, je nachdem, wenn du meine letzten Videos auf YouTube hast gesehen, ich kann je nachdem immer Copyrights müssen drin haben in den Szenen, die ich aus Filmen habe. Die habe ich dort müssen rein tun, für dass ich selber nicht mehr striken, weil ich halt dort Szenen und Fotos und so aus Filmen habe genommen. Andere machen es nicht. Ich hoffe, ich bekomme dort vielleicht mal einen Kontakt. Aber eben wie zum Beispiel mit dem David oder beim Robert Hoffmann, die machen es nicht. Aber ich weiß nicht, was sie vielleicht für Lizenzen haben, ob die eine Lizenz haben, dass sie das überhaupt dürfen machen. Ich habe zum Beispiel keine solche Lizenz. Darum bin ich ganz klar darauf aus, dass ich dort das Copyright schreibe. Aber auf TikTok siehst du das nicht. Und das Lustige finde ich nachher den Abend noch, wenn sie es schreiben, danke, dass euch mein Content gefällt. Und ich denke, ey, du nimmst einfach nur Szenen aufs YouTube oder sonst wo raus, filmst die auch mit deinem Handy gerade oder keine Ahnung, die Kids heute wissen anfangen, wie man es macht. OBS. Aber auf jeden Fall nehmen die einfach die Szene und schmeißen sie auf TikTok. Bam, schon läuft's. Aber ich muss sagen, eben, da läuft sehr viel falsch. Und ich habe mir auch schon wirklich sehr oft Gedanken oder mit dem Gedanken gespielt. Also ich habe mir wirklich sehr oft schon den Gedanken gemacht, mal eine Auszeit aus dem ganzen Social Media zu haben. Einmal TikTok. Instagram geht ja noch, weil eben bei Instagram dort wirst du je nachdem auch rausgeschossen, wenn du so etwas machst. Bei Instagram habe ich noch nie solche Accounts gesehen, wo nur Szenen von jeglichen Filmen sind, die nur davon aussehen, dass man denen eben folgt. Genau deswegen. Klar, man darf nicht vergessen, die Accounts, die eben nur so Filmszenen von jeglichen Filmen auf TikTok sind, das sind sehr junge Leute. Aber auf Instagram, das finde ich eben noch das Gute, sind mehr die klügeren oder die erwachseneren Leute, die weiteren Leute, weder auf TikTok. Das finde ich noch gut. Aber eben, die Frage ist noch, wie lange. Ich meine, die Jungen, die sind glaube ich nicht einmal auf Facebook, ich glaube, die wissen nicht einmal mehr, was Facebook ist. Aber schon das zeigt, je älter das du wirst, desto je nachdem kommst du mal an einer Social Media Plattform vorbei. Aber die Jüngeren interessiert es nachher weniger, weil die schon etwas anderes kennen. Und ich wage zu behaupten, aber sagen wir jetzt, eine 13-, 14-jährige Person, die mit TikTok jetzt gross wird sicher plötzlich auch den Kind haben, der wieder mit einer anderen Social Media Plattform, der wird aufwachsen, aber nicht mehr auf TikTok wird sein. Also dass das nachher sozusagen Anführungszeichen alt ist. Aber was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal auf Instagram oder wenn ihr auf YouTube seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Genau. Von dem her würde ich sagen, das wäre wieder mal eine Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anliegen habt, Anmerkungen oder was auch immer, schreibt mir auf Instagram oder ein SMS, wenn ihr meine Nummer habt.
Oder WhatsApp, wenn du meine Nummer hast. Oder per Mail, wenn du meine Mail hast. Feel free. Auf jeden Fall, vielen Dank, habt ihr zugelassen, seid dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Euer Sam, ciao, ciao. Bye bye.